Aus dem dritten Plan de Gestion der Distrikthydrographie für die Periode 2021 bis 2027 geht dafür, dass zuletzt Fließgewässer in keinem guten Zustand sind. Muss ich feststellen, dass er verschiedene Mengen noch immer keine Kläranlage haben oder angeschlossen sind an den Kläranlage. An dem Kontext stellt sich froh, wie das Umweltministerium agieren will, für diese Problematik zu verbessern, respektive zu beheben. Muss ich wissen, dass an der Zeit mit 90% Subsidien für eine Kläranlage, die als merklich reduziert gehen. Auf der anderen Hinsicht für den Wachstum gerecht zu gehen, um die Gemengen, die müssen sich auch engagieren, an Schulen, Maison Medikal, Maison Relais, also weiter. Ich will just Beispiel für Menge Gemengen. Wir haben die letzten Jahre, die letzten 20 Jahre, 4 Kläranlagen gebaut, die jungen Substanz von also Gemenge Finanzen. Dabei muss ich wissen, dass man nach Schulen, Maison Relais, und noch an Maison Medikal müssen investieren. Und dabei hat man nach 3 Millionen Euro pro Männer an Nachkommens wie viel dran durch die neue Gesetz von der Gemengefinanzen. Und ich meine, an dem Sinn, müssen irgendwie die Gemengen aber helfen, dass sie das auch gestemmt kriegen, am Interesse von unseren Flüchtlingen. Weil erlaubt also den Punkt zu machen, das richtig, dass eine von den Urmissionen, Kernmissionen von der Gemeinde für sich um Doofwasser und auch Trinkwasser zu kümmern. Und das machen uns Gemeinden aber auch, das muss ich so sagen, dass die meisten Gemeinden investieren ganz viel daran, dafür können, dafür zu sorgen, dass proper Wasser haben, dass Bachleber, Flüssleber können die Wasserqualität verbessern. Das ist auch natürlich in die West wie Hagers, du willst Göttestaat, aber auch noch immer große Subsidien, die aber können bis zu 50, respektive 70% dabei ausmachen. Aber vielleicht möchte ich trotzdem einen Punkt zu machen, wo wir heute stehen. Also heute so, dass 99% vom Aufwasser gehen durch Kläranlagen in Lützelburg gesammelt. Das ist ein äquivalent Einwohnerwert von 1.033.000 Einwohner, die da aufgedeckt sind. Und wir sind noch bei 1% vom Aufwasser nicht direkt der Kläranlage geht, mir ist also Privatfuss, Septiken, da sind wir dann bei einem Äquivalent von Einwohner von 5.480. Das ist mir aber schon bald ganz Land aufgedeckt mit Kläranlagen, weil man nicht weiter fahren müssen gemacht gehen. Weil da kommen natürlich auch neue Aufforderungen auf uns Land durch. Ich werde unter anderem die neue Aufwasserdirektive aus Europa, die den 1. Januar des Jahres in Kraft getreten ist und die nach mehr hohe Forderungen für die Wasserqualität, Wasser zu klären, für gesagt zum Beispiel für bestimmten eben auch Kläranlagen, da sind wir die ganz große, ein feierte Klärstoff für die ganzen Mikropolluanten noch aus dem Aufwasser rauszukriegen, für dann als wichtigste Ressource, die wir haben, nämlich das Wasser zu schützen. Also war schon so, dass die Gemeinden zusammen mit dem Staat heute zu Lützelburg große Erfahrungen bis so gemacht haben, wir können die Qualität von dem Wasser leben und dazu gehört an Aufwasser klären, zu verbessern. So konnte aber zum Beispiel schon durch den Erfolg gemacht gehen, als Stickstoff, den aus der Kläranlage raus an der Doofwasser Stickstoff am Aufwasser aus 50% raufgesagt gehen. Allein dadurch, dass man die Kläranlage in Lützelburg ausgebaut und verbessert haben und jetzt den Aufwasser kommen, hauptsächlich natürlich auch den städtischen Aufwasser, die du hast große Erfahrungen schon gemacht gehen. Aber wir sind natürlich auch nicht da, wo wir gerne wollen. Das tut aber auch dummer dazu dienen, dass man heute in Lützelburg Bachen und Flüsse haben, die relativ wenig Wasser feiern, der Volumen ist relativ klein, dass wir auf der Wasserscheid sind, auf der einen Seite dem Rhein, auf der anderen Seite der Mös. Da sind wir kein Land, das Großbachen an Wasserflüsse eben hat. Da sind auch Eisflüsse, Bachen für mich auffällig, ob allmählich Schutzstoffe, allmähliche Störungen, die können kommen, und die aus verschiedenen Quellen natürlich hier kommen. Das sehen Sie aus dem urbanen Raum, dann haben Sie natürlich auch zum Beispiel aus der Landwirtschaft, auch durch die chemische Belastung, kommen aus industriellen Aufwasser. Und das gilt natürlich weiter zu verbessern. Wir haben durch die Volumen, weil ein Gewässer so klein ist, viel mehr große Probleme für da auch beizukommen, wie das zum Beispiel in anderen Ländern ist, wo viel mehr größer Flüsse mit viel mehr Wasser auch dran ist. Mit der Vorgehen, wie gesagt, weitergefordert. Und da können Gemeinden auch die volle Unterstützung vom Staat zu zählen, für auch den Kosten, sich weiter zu beteiligen an die Erfahrungen, die müssen gemacht gehen, dass die auch zusammen können gestemmt gehen.